Ich bin religiös erzogen worden. Wie ist das bei Ihnen? Religion hat heute für viele Menschen einen schlechten Ruf. Sie denken an Regeln, Einschränkungen und Zwänge. Soll man da seine Kinder noch religiös erziehen? In der heutigen Sendung kommt später eine Mutter zu Wort, die ihrer Tochter lieber humanistische Werte vermittelt als religiöse Werte. Hier im Studio sind jetzt 2 Mütter und ein Vater, die ihre Kinder religiös erziehen. Von ihnen möchte ich natürlich wissen, warum und ob das noch zeitgemäß ist. Christine Bachmann, sie ist römisch-katholisch und hat eine Familie mit 7 Kindern. Dilek Ucak Ecinki, sie ist Muslimin und hat einen Sohn und eine Tochter. Der Doron Schächter ist jüdisch und Vater von 4 Kindern. Sie haben wunderschöne Fotos mitgebracht von ihrer Familie. Es wäre doch schön, wenn wir die gerade kennenlernen dürften. Wollen Sie mal an, Frau Bachmann? Ja, das ist unsere Familie mit unseren 7 Kindern. Das Foto entstanden bei der Geburt des Kleinsten. Und da haben sich alle wahnsinnig gefreut, dass da noch so ein Kleiner zu uns in die Familie kommt. Der Grösste, der Jonas, der ist inzwischen 15 und der Kleinste, der ist 2. Und dazwischen reihen sich die anderen auf. Mhm. Also es sieht nach einem intensiven Familienleben aus. Ja, das ist es. Sehr viel Freude. Und die Sorgen teilen wir uns. Und ihr seid eine richtige katholische Familie. Ja, doch, das kann man sagen. Ja. Sie haben auch ein Bild mitgebracht. Frau Ucak. Genau. Das ist meine kleine Familie. Mein Mann Yasin, mein Sohn, der ist mittlerweile 13,5. Meine Tochter 5,5. Ja. Mhm. Es ist schön, dass Sie da sind, auch mit einer etwas angeschlagenen Stimme. Oder? Es ist Genau. jetzt halt die Zeit, wo man etwa mal eine Verkältung hat. Ja. Oder so. Sie haben selber einen türkischen Hintergrund. Vielleicht können Sie das noch sagen, dass Sie sind in Deutschland aufgewachsen, Genau. zeitlang auch in der Türkei. Genau. Lebenszeit. Ich bin in Deutschland geboren worden und eine Zeit lang, nämlich 5 Jahre, von der 3. bis zur 8. Klasse, war ich dann noch in der Türkei. Danach bin ich wieder mit 14 zurück nach Deutschland. Mhm. Genau, und leben jetzt seit einigen Jahren in der Schweiz. Ja, seit ungefähr über 10 Jahren. Genau, darum verstehen Sie auch so, wie wir jetzt hier reden. Ja. Und reden aber selber dann Hochdeutsch. Ja, Herr Schächter, Sie haben auch ein Foto mitgebracht. Genau. Ja, das ist unsere Familie, meine Frau Naomi und die 4 Kids. Die älteste ist jetzt 10, dann 8 und 5 und der kleinste ist bald jährig. Mhm. Auch mit drin im Leben, oder? Genau. Ich bin Arzt im Kantonsspital Olten und meine Frau ist Teilzeit daheim, Teilzeit arbeitet sie in einem Kindergarten. Ja, die 2 ältesten Mädchen sind in der Schule. Der Bub ist im Kinski und der Kleine wird behütet oder daneben daheim. Mhm. Ja, jetzt nimmt es uns natürlich Wunder, religiöse Erziehung, oder? Wie sich das so ein bisschen äußert. In Ihrer Familie, wie merkt man jetzt das? Dass ihr die Kinder religiös erzieht, so im Alltag? Ich meine, da gibt es Tischgebet, oder? Genau, natürlich. Wir beten vor dem Essen und wir beten mit den Kindern, wenn sie ins Bett gehen. Meistens mit jedem Kind einzeln. Und wir haben zum Beispiel ein Familiengebet am Sonntagabend, wo wir so die ganzen Anliegen der Familie reinlegen und wo wir auch so ein bisschen zurückschauen auf die Woche. Was ist gut gewesen, was ist nicht gut gewesen, und auch auf die zukünftige Woche, den Ausblick. Und schliessen auch immer unsere Freunde ein und Verwandte. Und natürlich aber auch sonst hoffe ich, dass man es auch sonst bei uns merkt. Wir versuchen auch, dass die Kinder einfach so Erfahrungen machen im Alltag auch mit Gott, dass das etwas ist, das ihr ganzes Leben eigentlich durchdringt, dass sie spüren, sie sind geliebt von einem Gott, sie haben einen Vater, der für sie da ist, und Jesus, einen Bruder, der für sie da ist. Das klingt so selbstverständlich, auch wenn man die Fotos von eurer Familie anschaut, oder? Es ist jetzt nicht irgendwie so, ja, es ist so eine Familie mitten im Leben. Ja, also ich denke schon. Ja, es ist für uns einfach so normal und eigentlich etwas Schönes, das uns begleitet durch unseren Alltag und wo uns Freude bereitet. Und wenn wir Sorgen haben, ist es auch eine Hilfe, wenn man noch jemanden hat, wo man das abladen kann. Und das am Sonntagabend ist so eine Familienkonferenz, oder?
Ja, auch. Also es ist ja schon wirklich ein Gebet, das wir miteinander machen. Ein sehr lebendiges Gebet, weil es jetzt natürlich nicht alle ganz so fromm dran, wie man sich das manchmal wünschen würde. Wir tun aber auch immer im Voraus oder im Nachhaus besprechen, was in der Woche darauf auch konkret läuft, also mit dem Terminkalender, dass alle wissen, was dann läuft. Und das ist irgendwie auch noch schön, so das eben die ganze Woche vor sich haben und wissen, wir dürfen das auch anvertrauen, wir dürfen das Gott anvertrauen. Genau. Wie merkt man jetzt, wenn man bei Ihnen in die Familie kommt, dass Sie religiös sind? Also, wir beginnen auch morgens mit einem Gebet, aber mit einer Formel einfach, mit der Basmala, schon wenn wir aus dem Bett aussteigen, also auch wach werden. Und im Alltag gibt es immer verschiedene Momente, wo man immer wieder merkt, also wenn die Mutter mit Kopftuch aus dem Haus geht, zum Beispiel, oder nach dem Essen bedanken wir uns auch fürs Essen, oder abends, wenn wir schlafen gehen, und die rituellen Gebete, die man dann führt, den Tag, wir machen sie nicht mit der Familie zusammen, aber dass die Kinder das dann mitbekommen. So sieht man das. Also das sind ja 5 Gebetszeiten, oder? Genau. Und da haltet ihr euch dran, soweit das möglich Soweit ist? es möglich ist, Und halte ich mich. wenn Sie irgendwo unterwegs sind oder so, wie ist das denn? Man hat immer, man kann sie zusammenlegen, nachbeten. Also das geschieht meistens zu Hause. Und das bekommen dann die Kinder mit. Ja. Aber die Kinder so selber müssen da jetzt nicht mitbeten. Wenn Sie sich so vergleichen mit anderen Familien, muslimischen Familien, wo würden Sie jetzt da sagen, sind Sie daheim? In der Mitte oder bei den wirklich streng religiösen? Oder? Also wenn es um Rituale geht, also sind wir wahrscheinlich schon eher strenger, also was die Rituale angeht. Aber ansonsten würde mein Sohn sagen, nein, wir sind nicht so streng. Also ich habe ihn extra danach gefragt wegen der Sendung, und er meinte, nein, er findet nicht, dass wir streng sind. Er empfindet es nicht so. Und er vergleicht sich auch mit anderen Kindern, oder? Genau. Ja. Ja, wie ist das bei Ihnen, Herr Schächter, in Ihrer Familie? Ja, es ist natürlich ein bisschen ähnlich, oder? Auch, es gibt auch Gebet und Segenssprüche vor und nach dem Essen. Es gibt aber auch viel Nonverbales, wo einfach eben die Halakha, also die jüdischen Gesetze in dem Sinn einfach eingebettet sind in dem Alltag. Und eben ich tue das noch gerne übersetzen, einfach ein jüdischer Lifestyle in dem Sinn. Also das ist Einhalten von diesen Regeln, zum Beispiel vom Koscher-Essen und vom Schabbat am Samstag oder von der Viertig, wo einfach in dem Sinn wir das wie vorleben und so eigentlich sehr ungezwungen. Das ist einfach so lebt man, und Kinder sehen das und das in dem Sinn imitieren. Ich meine, die meiste Erziehung, auch die nicht religiöse, passiert wahrscheinlich auf diesem Weg. Und dann natürlich eben verbal in dem Sinn mit diesen Gebeten und auch sehr viel, was ich sehr wichtig finde, sehr viel diskutieren und auch lernen miteinander und Sachen besprechen, die man in der Schule gelernt hat, und hinterfragen und forschen. Ja. Also es klingt nach einem sehr intensiven Familienleben, oder? Aber Sie haben gesagt, Ihre Frau ist berufstätig. Sie selber sind stark engagiert natürlich im Beruf. Mit 4 Kindern, ja. Gibt es da so viel Zeit, Familienzeit? Ja, es ist ein bisschen verlagert vielleicht. Es ist, manchmal halt, gibt es Wochenende, wo ich dann nicht daheim bin, aber dafür irgendwie unter der Woche einmal. Und man muss die Zeit, so wie sie fällt, in dem Sinn muss man dann nehmen. Und dann, wenn wir daheim sind, zum Beispiel schauen, dass wir immer zusammen zur Nacht essen, und dann probieren halt mit jedem Kind wirklich so ein bisschen Zeit zu verbringen. Aber ja, es ist momentan sicher relativ intensiv, und so ein Traum, ein Wunsch wäre sicher, dass man in Zukunft ein bisschen mehr Zeit für die Familie hat. Das ist schon so, ja. Herr Utschach, Sie haben ja noch ein Foto mitgebracht, wo Sie eine Wallfahrt gemacht haben auf Mekka. Ist das eher außerordentlich, dass man mit den Kindern schon früh so eine Wallfahrt macht, oder ist es normal? Also es gibt mittlerweile, glaube ich, schon Familien, die das machen. Das ist vielleicht traditionell nicht üblich, aber dieses Bild widerspiegelt eigentlich genau das, was ich mir
wünsche in der religiösen Erziehung, dass meine Kinder so nah, also das ist jetzt die Prophetenmoschee und meine 2 spielen jetzt gerade mit einer Heuschrecke. Und Er ahnt so ein bisschen, dass dort etwas ist, wo sie hinschauen. Ja. so eine kleine Heuschrecke ist dort. Und das widerspiegelt einfach genau das, was ich möchte, dass sie sehr nah an ihrer Religion sind, aber es auch mit so einer Leichtigkeit, das Spielen und Spaß dabei ist. Also es gibt ja die 5 Säulen vom Islam. Genau. Oder? Da ist die Wallfahrt nach Mekka ist eine davon. Genau, also das ist jetzt nicht die Hajj, sondern das ist die Umrah. Das ist nicht zeitgebunden. Die Hajj, die richtige Wallfahrt, die zu den 5 Säulen des Islams gehören, müssen an einem bestimmten Zeitpunkt gemacht werden. Und das ist jetzt so, wir waren jetzt in den Frühlingsferien vor 3,5 Jahren dort. Das war dann nicht zu der Zeit, wo man Wallfahrt macht. Ich hätte jetzt so eine Vermutung von der Abstufung, von der Prägung, von der religiösen Prägung in der Familie, dass es bei Ihnen jetzt in dieser Runde da, wenn man so in die Familie kommt, fast am wenigsten wäre. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie abwertend meinen. Denn bei Ihnen ein bisschen mehr und bei Ihnen am meisten. Könnte das stimmen? Also wir haben zum Beispiel jetzt, am Sabbat haben Sie mir natürlich nicht so geläutet. Wir haben jetzt ein bisschen Kontakt gehabt die letzten Tage. Ich sage jetzt, für mich jetzt christlich sozialisiert, am Sonntag mache ich ja viele Sachen, wo telefonieren ist zum Beispiel keine Frage. Ist das so, dass die Prägung schon sehr stark ist? Ja, die Prägung ist stark und am Schabbat, also eben am Samstag, das ist sicher ein sehr prominentes Beispiel, wo es wirklich auch sehr tief eingreift ins alltägliche Leben, oder? Wenn man sich streng an die Regeln hält und nicht Auto fährt und nicht kocht und elektrische Geräte nicht bedient und so weiter. Das ist sicher sehr prägend und sehr einen starken Einfluss auf den Alltag. Aber eben andererseits sind wir die Eltern berufstätig, oder? Wir stehen, wie Sie gesagt haben, voll im Leben, oder? Und das ist kein Widerspruch in dem Sinn. Es wäre vielleicht interessant, wenn Sie es noch so ein bisschen beschreiben, oder? Für jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer, die das nicht so kennen. Es gibt ja im Judentum ganz verschiedene Facetten, oder? Und Sie haben mir gesagt, dass Sie sich als modern orthodox bezeichnen würden. Was das etwa heisst, wie können Sie das ein bisschen beschreiben? Ja, das heisst, dass man also die Komponenten modern sich der verpflichtet fühlt und die auch nicht negiert in dem Sinn. Also man bejaht in dem Sinn die Gesellschaft so wie sie ist und die Entwicklung von der Gesellschaft und auch die Wissenschaft zum Beispiel ist auch ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig ist man aber orthodox. Das heisst, für mich man ist gewissermaßen verpflichtet diesen Regeln gegenüber. Und man probiert das wie unter einen Hut zu bringen. Und eben, auf der anderen Seite wäre dann jemand, der jetzt sagt, ich bin einfach nur der Orthodoxie verpflichtet, wird dann eben sich irgendwann mal festreiben am modernen Leben und fast sich verabschieden aus der oder sich zurückziehen, auch von der Wissenschaft, oder wo es sehr schnell mal zum klassischen Verständnis vom Text zum Beispiel kann Widersprüche geben, dass man einfach sehr schnell dann sich auf den Text beruft, oder? Und andererseits, eben auf der anderen Seite werden halt mehr der moderne Mensch, der mit dem Text oder mit diesen Regeln auch sich irgendwie von dem zurückzieht, weil das halt für den nicht zeitgemäß ist. Und ich sehe mich da so ein bisschen in der Mitte, oder? Ja. Das sieht sich ja jeder in der Mitte. Ja. Ja, das ist interessant. Sie haben ja das angetönt, oder, mit dem koscheren Essen, also auch die Essensvorschriften, die für euch wichtig sind. Ja. Also ich meine, mit kleinen Kindern auf dem Spielplatz zum Beispiel, die müssen ja immer schauen, was sie essen. Aber wie funktioniert das im Alltag? Ja, ich glaube, da kommt es wieder ein bisschen zurück auf das von vorher. Also, es ist wie vorgelebt. Die Kinder sehen das auch, dass wir, wenn wir funktionieren im Alltag, einfach auf das schauen. Und das ist irgendwie ganz natürlich. Sie wissen, dass wenn ich im Spital bin und irgendwie mal zwischendrin an einem stressigen Tag halt auch einfach mich trotzdem nur beschränken auf das koschere Essen. Und dann machen sie das automatisch. Dann beim Spielplatz kommen sie und fragen, darf ich das nehmen?
Schon als kleine Kind? Schon als kleine Kind, genau. Wir waren mal beim Rabbiner eingeladen, noch als Kind. Und dann hat mein Bruder meine Eltern gefragt, dort bei ihm zu Hause, ob meine Eltern gefragt, wer dort von dort essen oder ob das koscher ist. Also, Ja. das ist so eingepflanzt, ja. Ja. Halal, oder? Das ist bei uns auch das Thema. Das lernen sie relativ schnell. Am Anfang wissen sie vielleicht nicht, worum es geht und akzeptieren einfach oder üben sich erstmal, um das zu akzeptieren, dass sie das nicht essen können. Und ja, aber es klappt. Also meine 5,5-Jährige fragt schon, ob in diesen Gummibärchen dann Gelatine drin ist oder nicht. Ja, Okay, wenn sie also das hat dann mit wenn sie das angeboten bekommt. Fleisch oder Schweinefleisch zu tun. Genau, genau. Wir passen auch auf, dass dieses Zusatz, also Ja. auch auf gewisse Zusatzstoffe. Und sie fragt automatisch mittlerweile. Und also wie erklärt ihr denn, dass die anderen Kinder, die dürfen jetzt Säulefleisch essen und eure nicht? Oder wie erklärt ihr das euren Kindern? Es ist wie auch andere Kinder haben ja verschiedene Allergien, müssen auf gewisse Sachen verzichten. Also bei mir ist es die Erklärung, dass wir Muslime sind. Also und deshalb kein Schweinefleisch essen oder andere Produkte oder auch Halal-Fleisch ist ja wichtig. Also wo wir Fleisch kaufen, ist ja auch ein Thema. Und sie kennen das nur so und dann ist das vielleicht, das Hinterfragen kommt vielleicht später. Am Anfang hinterfragt man das vielleicht, aber dann gibt es halt auch Freunde und Freundinnen, die vielleicht allergisch auf irgendetwas sind und das auch nicht essen dürfen. Wie tönt das für Sie? Ist Also mir wir natürlich haben- bekannt. Ja. Sie sind auch schon muslimische Kinder zu uns zum Essen gekommen. Dann nehme ich natürlich auch auf das Rücksicht und frage. Oder wir essen jetzt eh nicht so viel Fleisch. Wenn ich jetzt so an uns denke, Sie haben vorhin gesagt, wir sind da am liberalsten, so ein bisschen in diese Richtung. Ich denke, also jetzt in unserer Familie, also mein Wunsch ist, dass es vor allem etwas ist, was innen dran ist, wo ihnen wirkt, der Glaube, und wo sich dann in ihrem Handeln zeigt, dass sie vielleicht auf dem Pausenplatz dann ihrem Schulkameradli helfen, so, weil sie aus dem Glauben heraus, dass sie, wo auch ein bisschen im christlichen Glauben die Nächstenliebe sehr wichtig ist, dass sie das zum Beispiel sehr leben. Dass es also für uns ist der Wunsch, dass es eine innere Prägung sehr ist. Ich weiß, was Sie meinen. Oder? Ich wollte damit nur sagen, jetzt zum Beispiel im Katholizismus, 2 Generationen vorher, hat es die Prägungen natürlich so auch gegeben. Oder? Das war ja klar, dass man am Freitag kein Fleisch isst. Vielleicht auch kein Fisch oder vielleicht einfach nur Fisch. Oder? Das hat sich einfach auch ein bisschen verloren. Oder? Was wir jetzt noch versuchen, ein bisschen mitzugeben, ist die Fastenzeit. Das ist ja so eine Zeit, die einfach beschränkt ist. Ja. Wobei wir jetzt da den Kindern offen lassen, auf was sie verzichten. Das ist ja die Zeit vom Verzicht vor den Ostern, vor dem grossen Fest. Und wir sagen den Kindern, ja, wollt ihr auch auf etwas verzichten? Und dann verzichten sie zum Beispiel auf Gamen oder auf Süßigkeiten. Und dann dürfen sie eigentlich selber wählen, auf was sie verzichten. Und wir helfen, sie unterstützen, dass sie dann das können, durchziehen können. Ramadan? Ziehen wir durch. Also Ja. wir halten uns an Ramadan. Die Kinder müssen noch nicht fasten, obwohl sie es natürlich üben. Also mein Sohn fastet mit an den Wochenenden und die Tochter hat auch, es gibt dann so Halbtagsfasten, also dass sie dann mittags essen. Also dass sie eine Zeit lang darauf verzichten. Ja. Eure älteren Töchter gehen ja in die Privatschule, in die jüdische Privatschule. Genau. Hat das auch damit zu tun, dass Kind, also ich will es nicht überstrapazieren, wir haben daheim eine 4-jährige Tochter und einen 8,5-jährigen Sohn. Mit unserer Tochter, also auf dem Spielplatz, sie tut am liebsten bei allen ein bisschen zu 4 mitessen. Also es ist für mich wirklich schwierig, denn ihre schon mal das, oder? Also ich stelle mir das einfach schwierig vor, mit dem Koscher zum Beispiel. Hat das auch damit zu tun, dass die Kinder dann einfach unter ihresgleichen sind? Ja, vielleicht, aber ich glaube, es ist doch in der Erziehung immer so, dass man wie einfach einen gewissen Range hat, oder? Mit gewissen Grenzen. Bis da geht's und bis da geht's und zwischendrin
ist eigentlich alles möglich. Und ich habe das Gefühl, oder ich meine, auch ihre Tochter, sie wird irgendwo eine Grenze haben, die sie ihnen vorgeben und sagen, ja, auch auf dem Spielplatz irgendwo ist eine Grenze, oder? Und ich glaube, ja, das ist natürlich von Wertvorstellungen geprägt, denn unser Handeln, oder? Und die können natürlich auch religiös geprägt sein, das ist richtig. Aber eben so, ich sage jetzt nicht gerade Korsett, aber so die enge Bandbreite, das gäbe es jetzt bei uns zum Beispiel nicht. Ja, eben, das ist dann die Frage, wie eng man die Bandbreite macht und auch eben, es ist ja nicht so, dass sie nicht dürfen, Süßigkeiten essen oder nicht. Ja. Aber sie wissen einfach da in dieser Situation jetzt nicht, aber in anderen Situationen schon, oder? Ich glaube, das ist natürlich wieder allgemein ein Erziehungspunkt, oder? Man muss immer Alternativen anbieten mit einer gewissen Grenze und einfach ein starkes Nein, das ist selten erfolgreich. Ja. Dem würde ich zustimmen. Ja, und eben, aber gleich die Frage, die jetzt vielleicht auftaucht, ist es nicht dann, wenn die Kinder so auch in eine religiöse Schule gehen und ihresgleichen Art Segregation, dass es gar keine Durchmischung dann mehr gibt? Es gibt schon eine gewisse Gefahr. Das kann schon so sein, dass man weniger Kontakt hat mit der allgemeinen Bevölkerung, oder wie man dem auch sagen soll. Aber eben die meisten die Leute, die dort in die Schule gehen, die wohnen in Nachbarschaften. Alle Eltern sind im Beruf mit der Bevölkerung tätig. Also ich glaube nicht, dass das passiert. Aber zu einem gewissen Maß, dass es nicht eine Abschottung, aber wie ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Das ist schon so. Und ich glaube, das ist zu einem gewissen Grad auch der Sinn davon. Und auch im Judentum und wahrscheinlich in jeder Religion oder in vielen Religionen auch einen gewissen Zweck, dass es eine Gemeinschaft entsteht, wo eben nochmal eine Abgrenzung ist zwischen dem Individuum, Familie und dann eben Community, oder? Und erst dann die Bevölkerung. Und ich glaube, das ist schon etwas, was in der modernen Gesellschaft, wo es weniger gibt. Und der Extremfall, ich glaube, beim modernen Menschen ist wirklich noch das moderne Individuum in der Gesellschaft. Das ich weiss nicht, wie gut das ist oder wie gesund das ist. Also das sind wir jetzt bei den Werten, oder, wo Sie sagen, für uns ist wichtig, also miteinander, auch das Gesellschaftliche, auch wenn das jetzt die Familie, die Kleingesellschaft ist. Ins Judentum wird man ja hineingeboren. Da bei Ihnen, nehme ich an, sind die Kinder getauft. Also haben die Eltern, haben Sie entschieden, dass Sie die Kinder taufen. Wenn Sie jetzt müssten sagen, warum Sie Ihre Kinder religiös erziehen, was würden Sie ihnen mitgeben, was den anderen Kinder nicht haben, die jetzt nicht religiös aufwachsen? Gut, einerseits ist es einfach so, bin ich selber auch aufgewachsen und ich habe mich wohl gefühlt und ich finde, ich habe etwas Gutes von daheim bekommen und ich gebe das meinen Kindern auch mit. Und ich habe schon das Gefühl, die Religion gibt mir auch etwas, oder wir geben durch die Religion den Kindern etwas, das ihnen hilft, das wahre Glück im Leben zu finden. Also auch mit den Werten, die Sie angesprochen haben, ist ja eigentlich etwas, wo den Kindern nachher helfen, damit Schlag kommen im Leben, sich zurechtfinden, können Verantwortung übernehmen, weil alles Handeln hat Folgen, dass sie das lernen auch, dass ihr Handeln Folgen hat, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie später auch als freie Menschen dann können, also sich entscheiden. Und darum finde ich es schön, dass ich ihnen so das mitgeben kann. Ich finde es für mich auch sehr wichtig, aus persönlichen Gründen, ihnen das mitzugeben. Einfach, es gehört zu ihrer Identität. Und das sind halt so Werte, die ich persönlich sehr schätze und wo ich dann denke, Gottvertrauen, also um im Leben einen guten Stand zu haben. Ich meine, später können sie es selber anders bestimmen, aber das sind halt die Sachen, die ich am besten ihnen weitergeben kann, weil ich mich dabei am wohlsten fühle und sie auch sehr wertschätze und für wichtig halte. Also hat so mit Grundvertrauen zu tun? Ja, also ich denke schon, ich möchte, dass sie stark im Leben stehen, standhaft und dazu auch ihre eigene Religion sehr gut kennen. Und wie gesagt, für mich ist Religion immer etwas Positives, worauf
woraus ich Kraft schöpfen konnte und Vertrauen fürs Leben entwickeln konnte. Und das wünsche ich Ihnen auch. Also. Es sind ja vor ein paar Tagen neue Zahlen gekommen aus der Umfrage von der Bevölkerungszahl 2015. 23,9% sind jetzt konfessionsfrei von der Wohnbevölkerung in der Schweiz. Wie erklären Sie jetzt Ihren Kindern, dass viele andere nicht religiös aufwachsen? Wie ich das erkläre? Oh, das habe ich noch nicht versucht. Ich weiß es nicht. Ist es gar kein Thema, wenn Sie kommen Kinder und sagen, ja, die anderen sind gar nicht religiös oder so? Doch, also Fatin hat einen Lehrer, der ist Atheist. Er möchte gerne immer verstehen, warum. Das schon, aber das ist das ist deren Entscheidung und so erkläre ich es. Jeder hat seine Gründe. Ich habe eine Familie besucht im Vorfeld von dieser Sendung, wo ganz bewusst sagt, wir erziehen unsere Tochter nicht religiös erziehen. Das ist Nada Peratovic. Sie hat bosnische Wurzeln und ist Mitglied im Zentralvorstand der Freidenkervereinigung der Schweiz. Und ich habe sie zuerst mal gefragt, warum sie eigentlich ihre Tochter nicht religiös erzieht. Ich bin selber nicht religiös erzogen worden. Ich bin nicht religiös und sehe kein Bedürfnis, mein Kind religiös zu erziehen. Ich habe mir mit diesem Thema auseinandergesetzt, schon in meiner Jugend und so. Man schaut und versucht zu sehen, welche Wertvorstellungen man als auch junger Mensch annehmen möchte und so. Und bin zum Schluss gekommen, dass mir Religion bzw. Religionen verschiedene nicht das geben können, was ich möchte. Das klingt nach eigener Betroffenheit, aber was ist der entscheidende Punkt? Was spricht gegen religiöse Erziehung? Für mich persönlich ist einfach das Konzept eines allwissenden, allmächtigen Vaters, nennen wir ihn, dem man vertrauen soll, der alles besser weiß und nach dessen Geboten oder Verboten man leben soll, nicht akzeptabel einfach. Und auch ansonsten die verschiedenen Varianten von verschiedenen Religionen, die Frage der Sünde, der Schande, der Demut, auch für mich sind immer wichtig auch, wie die Frauen in diesen Religionen angesehen werden und wie dieses Frauenbild, alles das passt mir persönlich nicht und deshalb habe ich mich also dagegen entschieden. Ich habe den Eindruck, bei den Freidenkern, im Freidenken spielt auch die Verbindung von Religion und Macht eine Rolle. Wo ist da das Problem? Das Problem ist einfach, dass die religiösen Organisationen eine sehr große politische Macht haben. Also es kommt natürlich darauf an, in welchem Land wir leben. Vielleicht sehen wir das hier in der Schweiz eher als eine Privilegierung der katholischen Kirche oder der protestantischen Kirche. Aber in manchen Ländern, leider zum Beispiel, ich nehme Beispiel Südamerika oder so, dort mischen sich die religiösen Institutionen auch in das Leben aller Bürger, in die Legislative. Und da sage ich als Juristin und Menschenrechtsaktivistin nein. Also Ihre kritische Position ist jetzt deutlich geworden. Welche Werte vermitteln denn Sie in Ihrer Erziehung? Ich erziehe mein Kind humanistisch und der Humanismus ist sehr leicht erklärt. Das ist eine Lebensphilosophie, die gründet auf menschlichem Wissen, auf menschlicher Erkenntnis und dem kritischen Denken. Und da hinterfragen wir alles, auch ob es einen Gott gibt, ob es einen Gott geben soll, beziehungsweise ob man an einen Gott glauben soll. Alles das muss man noch mit einer sozialen Verantwortung verbinden, einer Solidarität und auch einer Zivilcourage gegenüber anderen Menschen, gegenüber auch Tieren und der Umwelt. Also Ihre Tochter könnte aber auch Ihre Position kritisch hinterfragen. Natürlich, das ist auch die größte Herausforderung, die ich
als Humanistin und Mutter zu bewältigen habe. Aber wenn sie zum Beispiel kommt und sagt, ja, ich werde jetzt katholisch oder reformiert oder ich gehe in eine Freikirche, was machen Sie dann? Ja, ich bin zuerst eine Mutter und wenn sich meine Tochter wohlfühlt, dann bin ich auch glücklich in der Hoffnung, dass sie die neuen Wertvorstellungen, die sie finden wird, die sie annehmen wird, dass sie ihr die Beziehungen zu Mitmenschen dann die gleichen bleiben. Ja. Wie reagieren Sie? Ja, ich bin mit dem meisten eigentlich einverstanden, was sie sagt. Mhm, ja. Ja, das auch vielleicht noch zu Ihrer Frage von vorher. Also die Errungenschaft von der modernen Gesellschaft und von der Aufklärung, die erklären mir die 23% oder wie auch immer. Oder? Und dann ist ein Gott auch nicht mehr nötig. Und das ist verständlich. Für mich wäre die Herausforderung aufzuzeigen, wie genial das Weltverständnis ist, so wie es ist. Und auch, wenn man es so frei versteht, trotzdem mit der Idee von Gott dahinter. Oder? Und das ist, ich glaube, das ist dort, wo ich mit ihr vielleicht nicht einverstanden bin. Oder? Das Gottesbild muss etwas sein, eben von dem Vater im Himmel, der bestraft und irgendwie mit der Marionette spielt oder so. Es gilt für mich, das Bild komplexer zu verstehen. Und das ist ein langer Prozess. Und das ist wirklich auch in der Erziehung eine grosse Challenge, dass man den Kindern am Anfang ein einfaches Bild haben und dann langsam mit ihnen lernt, wie man das eigentlich komplexer verstehen und die Welt verstehen und probieren zu verstehen, was Gott könnte bedeuten. Also Sie sagen mit anderen Worten, Sie sehen gar nicht so einen Widerspruch, wo jetzt da vielleicht für Sie ein bisschen fabriziert worden ist. Da müsstet ihr beide mal miteinander diskutieren. Wir müssten sicher diskutieren. Aber euer Gottesbild ist auch recht zurückhaltend, oder? Für Menschen im Judentum. Wie meinen Sie das? Ja, dass man jetzt nicht das Vaterunser spricht, zum Beispiel als Gebet. Also so eine Vorstellung sich macht, auch von so einem Vatergott. Ja, das ist sicher so, ja. Sicher auch viel damit zu tun mit der jüdischen Philosophie. Für mich eine zentrale Figur ist der Maimonides. Das ist ein großer Denker, ein Rabbiner im Mittelalter, im 12. Jahrhundert. Und der hat sicher noch verstärkt eine sehr philosophische Komponente dazu gebracht, zu dem Gottesverständnis. Und für ihn ist das eigentlich etwas, wo seit dem Anfang sich in der Tora, also in der Bibel eigentlich, zeigt, dass Gott so ist. Und jetzt gilt es natürlich, die Tora zu nehmen, oder? Mit all diesen kindlichen Geschichten, oder? Wo Gott wirklich genau dargestellt wird als der Vater, oder? Wo irgendwie redet mit dem Menschen und irgendwie verteilt und gute Menschen und schlechte. Und das zu verstehen in einem komplexeren Rahmen, oder? Das ist wirklich die Herausforderung. Wie haben Sie es gehört? So ein bisschen ähnlich wie er. Also ich denke, die Werte, die sie ihrem Kind mitgibt, ich denke, die decken sich zu einem grossen Teil mit den Werten, die wir versuchen. Das ist noch interessant, oder? Mitzugeben, ja. Yeah. Ich habe einfach das Gefühl, meine Erfahrung mit dem Glauben ist auch, dass eigentlich, ich glaube nicht, dass der Glaube ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Glauben. Also er ist eigentlich abgestimmt auf mich. Es ist das, wie die Ergänzung, die ich brauche in meinem Leben, um ich denke jetzt gerade, wenn eine Schwierigkeit kommt, dann bin ich ja sehr dankbar, dass ich beten kann, dass ich das jemandem geben kann, dass jemand noch da ist, wo da auch noch die Hand im Spiel hat. Und so sehe ich den Glauben als wirklich ein Geschenk. Und wo sie redet von dem Vater, der bestraft oder die Richtung, ist nicht so, wie ich jetzt Glauben erlebe. Mhm. Also dem würde ich mich anschließen. Also das Gottesbild im Islam ist halt nicht so, wie sie das jetzt dargestellt hat mit ihrem Gottesbild. Aber ich denke allgemein, wenn es um Werte geht, dass Werte viel Gemeinsames haben, auch wenn es unterschiedliche Religionen sind. Also die Begründungen sind eventuell andere, aber die Werte sind eher gemeinsam, würde ich sagen. Also Sie haben ja zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um Streit geht, oder, noch ein paar Fragen beantwortet, die man online nachlesen kann. Eine Frage war zum Beispiel, was Sie machen bei Konflikt. Oder? Da haben Sie, Herr Schächter, zum Beispiel dazu geschrieben, religiöse Fehler wären nicht bestraft. Wie gehen Sie denn jetzt damit um, wenn Kinder sich
eben gegen solche religiöse Pflichten wenden? Sagen, mir stinkt es. Ja, gut, meine Kinder oder unsere Kinder sind jetzt vielleicht noch ein bisschen klein für das, oder? Das kommt dann vielleicht so mit der Pubertät, oder? Genau. Und dann muss man schauen, man muss sich, glaube ich, einfach ganz viel Zeit und Geduld haben. Und ich finde einfach sehr wichtig, dass man nicht irgendwie probiert, etwas zu erzwingen. Ich glaube, wie schon gesagt, nur schon durch das, dass man aufzeigt als Eltern, wie das für uns normal ist, wie das im Alltag eingebettet ist, zeigt das den Kindern vor, wie lebbar das ist. Und klar, es ist gut möglich, dass sich die Kinder irgendwann gegen das sträuben. Und ich glaube, dort ist es wichtig, dass man wirklich auch selber gut informiert ist und genau weiß, wieso mache ich das. Und auf das freue ich mich eigentlich. Ich freue mich darauf, wenn meine Kinder dann mehr kommen und mehr challengen. Und ich fühle mich für das in dem Sinne auch bereit. Ja. Ja, es tönt so etwas an. Religion hat eben immer so etwas von Zwang und dort eher die Leute ein bisschen einschränken und die Kinder dürfen weniger. Ja. Also hat es ein Urteil gegeben vom Menschenrechtsgerichtshof oder, vor ein paar wenigen Wochen wegen Schwimmunterricht. Muslimische Kinder müssen in der Schweiz in Schwimmunterricht. Ist das zum Beispiel bei euch ein Thema daheim? Also zurzeit noch nicht. Also ist jung, aber irgendwann wird es. Aber für mich ist klar, dass meine Tochter schwimmen geht. Mhm. Ja. Mit der Begründung? Also schwimmen muss man auch wieder mit einer religiösen Begründung. Ja, schwimmen muss man können. Also Schwimmen gehört zu der Sunna. Also das sind so Sportarten, die auch der Prophet kannte. Das ist jetzt Interpretationsfrage. Ja, okay. Also, nicht nur, weil es in der Schweiz viel Seen und Flüsse gibt? Nein. Also auch, weil ich natürlich unabhängig davon, weil ich auch möchte, dass sie schwimmt. Ja, dass und sie dann schwimmt kann. Sie in Burkini oder? Je nachdem. Je nach Alter, genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Je nach Alter. Also das mit den Geschlechtern, mit dem Verhältnis, das ist schon eine Frage, oder? Das ist wahrscheinlich ähnlich, Ja. Zumindest im Islam und im Judentum. Geschlechterrolle ist natürlich auch historisch bedingt wahnsinnig stark geprägt, oder? Nur schon in der Bibel und dann auch in den Schriften und in der Halakhas, in diesen Regelwerken ist es eine sehr klare, klassische Rollenverteilung. Aber und da ist wieder die Aufgabe des modernen Menschen. Wie versteht man die Quellen? Und dort kann man sehr, sehr viele verschiedene Interpretationen sehen. Und es ist eigentlich nicht sehr eine starke Rollenverteilung aufgezwungen. Aber es gibt gewisse Rollen. Oder Ich habe jetzt mehr so das Verhältnis der Geschlechter gemeint. Oder? Man sagt in der Religion auch noch, sie haben einfach alle ein Problem mit der Sexualität. Oder? Also, wo die Geschlechter näher kommen. Dürfen eure Kinder zum Beispiel eine Freundin oder einen Freund also vom anderen Geschlecht mit heimbringen? Ist das für noch nicht überall das Thema vom Alter her? Aber Also das dürfen sie. Also meine Tochter ist jetzt auch schon ein Jahr in einen Schwimmkurs gegangen. Also und das dürfen sie. Sie dürfen Freunde, das durfte ich auch, und sie dürfen auch Freunde nach Hause mitbringen. Ja, das ist jetzt noch nicht passiert, aber auf jeden Fall. Ich glaube wieder da, dass wenn man eine gewisse Range vorgibt mit dem, was man findet, das ist noch okay und das ist vielleicht nicht so okay. Aber das macht jeder. Und vielleicht jemand Religiöses tut dann die Range irgendwo anders ansetzen, oder? Aber meine Kinder dürfen sicher einen anderen geschlechtlichen Partner heimbringen. Bei uns selbstverständlich auch. Ich denke, auch ein bisschen, wie er gesagt hat, aber, man hat seine, klar, vielleicht durch den Glauben bedingte Grenzen. Wenn man jetzt humanistisch erzieht, hat man durch die Humanismus bedingte Grenzen, die man versucht einzuhalten. Ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass es nicht die Freiheit des Kindes einschneidet. Und klar, wenn sie klein sind, ist es auch unsere Aufgabe, ihnen den Rahmen zu geben, wo wir denken, der ist gut für sie, dass sie auf dem vorwärts gehen können. Und was die grosse Herausforderung ist, und ich hoffe, es wird mir gelingen, ist, am Kind nachher die Freiheit zu lassen. Dass es dann nachher
kann sein, dass meine Kinder später mal nichts von Religion wissen. Also hoffe ich natürlich nicht, aber ich müsste das dann auch, ich müsste sie dann frei lassen. Mit dem umgehen, ja. Genau, und ich denke, ich tue etwas in sie ein. Ich gebe ihnen, es ist wie ein Samen, wo ich sie in sie hineinpflanze und nachher wird daraus passieren, was auch, man weiß nie, was für Umstände sind, was sie für Freunde treffen. Ja. Sie sind ja in der Fokularbewegung mit dabei. Das ist eine innerkirchliche Bewegung in der römisch-katholischen Kirche. Genau. Gilt eher als konservativ. Ich habe selber dort auch eine Zeit lang, das ist Jahre her, als ich jung war, bin ich dabei gewesen. Da gibt es zum Beispiel auch die jüngere Generation, Gen. Das ist zum Beispiel auch, also ich habe das hier schon als rechten Krampf erlebt. Das sind dann Buben zusammen und Mädchen zusammen. So eine Separierung, oder, zum Beispiel von den Geschlechtern. Ist das heute noch ein Thema? Ja, wenn sie natürlich klein sind, also in dem Alter vor der Pubertät, denke ich, entspricht es auch den Kindern. Es ist jetzt so, dass meine Kinder mit dem Alter so 6 bis 10, die wollen gar nicht mit einem anderen Geschlecht spielen. Die spielen Dort ist es dann sowieso. Genau. Und also ich verstehe es natürlich, dass es gibt ja so gewisse, also jetzt auch Religion ist auch etwas Intimes und dass man vielleicht sich auch besser öffnen kann, wenn wir jetzt unter die Mädchen untereinander sind und die Buben untereinander. Aber es muss natürlich auch zu einer Begegnung kommen, weil, wie der Herr Schächter vorhin gesagt hat, das ist ja auch wirklich die erweiterte Familie. Jetzt für unsere Familie, wir sind in der Familie und wir haben unsere Freunde und es gibt die Fokularbewegung und wo sie auch ganz viele andere Jugendliche kennen. Und das ist natürlich auch schön, dass sie dort nicht nur unsere Buben jetzt nicht nur die Buben dort kennen, sondern auch die Mädchen. Also und das ist heute auch so, dass sich die kennenlernen. Ja. Also meine Kinder oder meine Tochter geht in einen gemischten Jugendbund. Das ist eigentlich auch ein religiöser Jugendbund. Und dort sind Buben und Mädchen zusammen. Also können Sie das nachvollziehen? Ich finde, der Punkt ist, so Organisationen können ja Heimat sein, oder? Und gleichzeitig etwas sehr Enges haben. Ja, absolut. Also ich will eben das Bild, so ein bisschen Wohlfühlreligion, das gefällt mir nicht so. Es gibt ganz sicher gewisse Zwänge oder gewisse Grenzen, wo dann später auch sicher hinterfragt werden. Das ist gar keine Frage. Und das ist auch okay so. Und dort gilt es für mich, dann aufzuzeigen, was ist der Profit davon oder was ist gut an dem. Ja. Also, und ich habe jetzt auch keine Angst, meinen Kindern das vorzuleben, weil ich lebe ihnen das ja aus Überzeugung vor. Und ich glaube, das zählt bei den Kindern. Sie sehen, meine Eltern, die leben das und sie spüren, es ist die Liebe dahinter. Sie wollen das Beste für mich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Kinder das merken. Meine Eltern haben das Beste gegeben. Und wenn sie gross sind, sehen sie, nicht alles war für sie das Beste gewesen, aber sie haben es wollen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich denke, oder ich erhoffe mir, dass sie dann auch nicht einem grosse Vorwürfe machen. Dass das wir unterscheiden können. Es ist jetzt nicht das, was sie vielleicht wollen. Vielleicht ist es auch das. Und sie sagen, danke vielmals, dass ihr uns mitgebt, so wie ich jetzt das auch in grossen Teil meinen Eltern gegenüber das habe. Aber ich denke, es muss von innen kommen, es muss gelebt sein. Es muss jetzt nicht etwas sein, das ich missbrauche, um mich durchzusetzen daheim, um Macht auszuüben. Das ist, ich denke, dann wird es eine Gefahr. Wo Religion dann etwas Enges hat, oder? Ja. Und so der Geschmack was auch angeklungen ist, von Sünde oder Scham und so. Können Sie das nachvollziehen oder ist das gar kein Thema? Ich denke auch, es kommt darauf an, wie man das vorgelebt hat. Und ich erlebe jetzt den ganzen Bereich von «Wir machen Sünden und es kann wieder vergeben werden» als etwas Befreiendes. Weil ich meine, es ist so, ich mache immer wieder Fehler. Ich versuche, eine gute Mutter zu sein und ich raste dann aus oder so. Und dann finde ich jetzt das sehr befreiend, dass ich einen Gott habe, wo ich das hinlegen kann. Und der ist barmherzig und der sagt, das ist gut. Das ist alles wieder gut, du kannst wieder neu anfangen. Und aus dieser Sicht finde ich, wenn man dem Kind so das weitergeben kann, finde ich es jetzt etwas sehr Befreiendes. Und was ich natürlich gefährlich finde, wenn man die Sachen, die Sünde sind, das Kind so da hinhebt, macht das nicht sonst. Ich sehe mich jetzt mehr, also so erlebe ich auch Gott, einen, der mich an der Hand nimmt und führt. Und wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann hilft er mir wieder aufzustehen und weiterzugehen. Ja. Also es tut sich gleich etwas. Es ist natürlich jetzt so in meiner, ich meine, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, aber so in meiner Jugend, Kindheit, wir sind dann zum Beichten und ein bisschen überlegen, was wir jetzt beichten sollen, oder? Weil man das einfach regelmäßig gemacht hat. Und das ist natürlich schon, ich weiß auch nicht, irgendwie Masturbation oder eben Sexualität ist halt einfach, es ist wirklich ein Krampf, oder?
Aber da scheint es mehr Offenheit jetzt heute eingestellt zu haben. Ja, klar hat man natürlich gewisse Sachen, wo man sich nicht wünscht für Kinder. Und klar, wenn man vielleicht religiös Kinder erzieht, hat man da vielleicht ein bisschen enger als jetzt jemand, der sehr liberal ist. Ja, ich denke, da muss nachher ein Kind einen Weg finden und auch die Eltern einen Weg finden, dass am Kind sagen, wieso dass man das denkt, das ist gut. Also zum Beispiel jetzt, Sexualität ist natürlich ein Thema bei uns und wo uns das Anliegen ist, dass sie als Erwachsene mal fähig sind, eine Partnerschaft zu leben und wo wir versuchen, sie in diese Richtung zu lenken. Und ja, ich denke, das Leben ist mit Anstrengungen verbunden. Das ist so. Eben noch ein Nachtrag in eigener Sache. Also ich habe natürlich dann schon einen Weg gemacht von einem Gottesbild, wo mehr verhindert, wo mehr, Sie haben so ein bisschen die Marionette, oder? Wo kontrolliert, hin zu einem Gottesbild, wo ja sehr befreiend ist. Also im Jesaja-Buch heisst es, man soll kommen und gratis essen und aus dem Vollen schöpfen und so das Leben, oder? Wir haben jetzt geredet über, wie die Religion bei Ihnen so im Alltag ist. Sie haben sehr offen berichtet aus der Familie. Wir haben kritische Einwände gehört. Einen möchte ich noch aufgreifen, und das ist die Institution, die mit der Religion sich so verbündet. Wir haben ja gesagt, Sie haben türkische Wurzeln. Sie haben auch für den türkisch-islamischen Verein bis vor einem Jahr etwa noch gearbeitet. Und dort heisst es ja, es sei ein Verein, der in der Schweiz eben Moscheeverein auch unterstützen und zum Teil dann auch eben gute Kontakte haben mit der türkischen Religionsbehörde, mit der Diyanet in der Türkei. Wie stark ist der staatliche Einfluss? Ist das spürbar aus der Türkei hier in der Schweiz? Der staatliche Einfluss? Also, dass die türkische staatliche Religionsbehörde Einfluss nimmt auf den Islam in der türkischen Gemeinschaft in der Schweiz? Also Sie haben eine theologische Verbundenheit miteinander, das stimmt. Also theologisch liegen sie sehr nah beieinander. Aber der staatliche Einfluss, der ist ja jetzt wird sehr viel diskutiert. Dazu möchte ich mich gern nicht äußern. Ich meine, es ist ja zum Beispiel gefragt, der Staatspräsident Erdogan sagt, er will die Evolutionstheorie draussen haben bei Ihnen aus den Lehrbüchern. Das sind schon Fragen. Sie haben jetzt das sehr offen beschrieben, oder? Wie bei Ihnen das diskutiert wird. Wie kann man moderne Naturwissenschaft mit Glauben? Also wie kommen wir da in Diskussion? Ja. Wie sehen Sie so etwas? Also wenn es solch einen Beschluss gibt, finden wir, also wir als Familie, ist jetzt nicht unbedingt richtig, weil mein Mann ist Wissenschaftler und bei uns geht es auch darum, also die Religion ist die Erklärung fürs Warum. Und das fürs Wie ist die Wissenschaft zuständig. Und deshalb bringt es nicht diese Theorie dann eine Konkurrenz aufzubauen. Ja, diese Theorie aus den Schulbüchern rauszunehmen, wenn doch Wenn Sie Unsicherheit haben, gehen Sie zum Pfarrer, zum Rabbi oder zum Sie die Behörde sozusagen. Was machen Sie denn? Ja, also jetzt, zum Pfarrer habe ich zwar einen guten Pfarrer, habe ich eine gute Beziehung. Ich würde schon jetzt mit dieser religiösen Person darüber reden. Kommt natürlich aufs Thema drauf an, aber es muss nicht unbedingt der Pfarrer sein. Es ist vielleicht eher eine gute Kollegin, wo ich weiss, wir denken ähnlich. Also wir sind also bei der Frage, oder wie viel Einfluss haben die Institutionen, wo wir vielleicht wollen oder nicht wollen, in der religiösen Erziehung. Das sind wieder die zwei Punkte, die für mich im Judentum essentiell sind. Oder der jüdische Lifestyle und das jüdische Gedankengut. Und mit diesen beiden Punkten gehe ich sicher zu einem Rabbi, der für mich wie ein Profi ist in diesem Gebiet. Und wenn ich zum Beispiel in meinem Spitalalltag irgendwie komplizierte Fragen habe mit dem Einhalten von dieser Halakha, dann gehe ich zum Rabbi, oder, der sich auskennt in dieser Materie. Das ist sicher so. Ich persönlich habe wirklich das Privileg gehabt, mich sehr lange zu beschäftigen. Nach der Matur bin ich ein paar Jahre in Israel und habe mich mit vielen solchen Fragen auch auseinandergesetzt und zu dieser Zeit sehr viel auch mit solchen Rabbinern geschwätzt und viel auch philosophiert.
Und wegen dem habe ich so viele solche Fragen auch geklärt. Ja. Wo Sie jetzt sozusagen das selber in der Familie einbringen können. Ja, also ich merke das eigentlich täglich. Das ist wie so eine Ressource, wo ich zurückgreifen kann. Also was ist ein Beispiel jetzt aus dem Alltag? Ja, zum Beispiel Evolutionstheorie. Wir gehen ins Museum und es hat Dinosaurier und so. Und das steht ja nicht in der Tora oder in der Bibel. Wie kann das sein? Oder? Und dann kann ich so ein bisschen aus den Vollen schöpfen. Also das ist wirklich, das ist wieder für mich der Maimonides, oder? Wo damals schon mit der Philosophie und der Wissenschaft, wenn das kontrastiert mit dem Text, der religiöse Reflex eben wäre, sich zu entziehen von dieser Wissenschaft und sich irgendwie zu verkrampfen in dem Text. Und er einfach genau das Umgekehrte macht. Und der Text ist eigentlich das Flexible. Und die wissenschaftlichen Facts sind wie die stärker sind. Und für das muss man eben den Text saugut kennen und lernen und sich voll drin hineinknüllen. Und das ist für mich etwas Wunderschönes. Und das probiere ich meinen Kindern mitzugeben. Und ich probiere ihnen vor allem mitzugeben, zu lernen. Das ist für mich das Schönste und das wäre für mich auch das schönste Erlebnis, wenn meine Kinder, wenn sie älter sind, zu mir kommen und sagen, ich bin mit dem, was du sagst, nicht einverstanden. Und zwar nicht einfach, weil ich keine Lust habe und ich will jetzt irgendwie eine Party machen oder was weiß ich, sondern wir machen zusammen ein Buch auf und sagen, «Schau, das ist falsch». Und dann fangen wir an, miteinander zu streiten über ein Buch. Das wäre für mich fantastisch. Wie ist es bei Ihnen? Also wie ist es bei uns? Wie gesagt, bei uns gibt es halt beide Seiten zu Hause und bei uns wird sehr viel auch wissenschaftlich erklärt. Ich habe mir noch gemeint, ob zum Beispiel, wie viel Gewicht ein Imam hat. Oder Ihre Kinder gehen wahrscheinlich, wenn sie älter sind, in die Moschee in Unterricht, oder? Ja, also sie gehen jetzt schon in den Unterricht, aber da lernen sie also die Rituale und alles, was zu den Ritualen gehört. Die tiefe Diskussion ist, also in dem Alter sind sie noch nicht, aber auch wenn jetzt diskutiert wird, dann wird das halt zu Hause, bei uns diskutiert. Und es gibt bestimmt Fragen, bei denen ich mich einem Imam anvertraue. Was wäre das zum Beispiel? Das wären wahrscheinlich so theologisch-rechtliche Sachen, wie eben erwähnt. Aber dann gibt es andere Sachen. Zur Evolutionstheorie fällt mir was Schönes ein. Mein Sohn hat letztes Jahr zum ersten Mal einen Dozenten kennengelernt, einen, der auch Hafiz war, also das heißt religiös, also das heißt jemanden, der den Koran auswendig gelernt hat. Und man hat diesen Herrn vorgestellt, weil er Professor war, aber gleichzeitig aber auch Hafiz war. Und dann ist er, ich habe das nicht mitbekommen, dann ist er einfach zu ihm, weil er sich gedacht hat, jetzt habe ich endlich jemanden, der Imam ist, mir nicht nur das Religiöse erklärt und einen Wissenschaftler. Jetzt frage ich ihn mal danach. Okay. Leider hat dieser Herr ihm dann einfach nur gesagt, ja, wir besprechen das, wenn du älter bist, aber das war sehr schade. Ja. Aber so ungefähr ist es, also dass da schon eine Unterscheidung von einem 13-Jährigen gemacht wird. Kinder werden maßlos unterschätzt. Ja. Das ist für mich gar kein Grund. Das ist auch für mich oft so, wenn Sie fragen nach dem Rabbi oder nach der Institution, oft kommen die Kinder mit dieser institutionalisierten, mit dem Bild heim. Und ich darf das dann challengen, oder? Das ist eigentlich schön. Also es gibt zum Beispiel den Wochenabschnitt, oder jede Woche liest man etwas aus der Tora vor und sie kommen dann mit diesen sehr kinderkonformen, bildlichen Exegesen. Und dann komme ich und stelle Fragen, oder stimmt das überhaupt? Und dann kann man wirklich diskutieren. Und eben, also was aus diesen Kindern rauskommt, ist zum Teil wirklich jüdische Philosophie auf dem höchsten Niveau. Oder auch wirklich ein tiefes Textverständnis. Der Moses im 5. Buch schlägt dort bekanntlicherweise auf dem Felsen, oder? Und das ist seine Sünde und für das wird er dann bestraft. Und dann hat meine Tochter, als sie irgendwie 7 war, mal gesagt, ja, gut, in Ägypten ist er ja so aufgewachsen, oder? Das hat er gesehen mit dem Schlag und dann hat er das auch gemacht. Ich meine, das ist brillantes Textverständnis von einem 7-Jährigen. Genau. Ich wollte noch nachtragen, dass Sie auch im Ausländerbeirat der Stadt Zürich sind. Das ist ein Gremium, das den Stadtrat beratet in solchen Fragen von Anliegen,
jetzt auch von der ausländischen Wohnbevölkerung. Wir sind schon am Schluss von unserem Gespräch. Ich möchte einfach von Ihnen noch ganz kurz hören, wenn Sie es so müssten oder da könnten sagen, welches ist so der Grundwert, den Sie Ihren Kindern möchten weitergeben möchten? Frau Bachmann. Der Grundwert. Ich glaube... Ein wichtiger Grundwert, ja. Ja, also alles, Nächstenliebe, alles, was eigentlich in diesen Bereich geht. Dass das Gegenüber geschätzt wird, genauso wie selber. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Für mich sind das einfach strikt nicht jüdische Werte, oder? Ich meine, die Nächstenliebe, das ist ja auch, das fängt ja in der Tora an. Also, es hat für mich, ich rede sowieso nicht so gerne von jüdischen oder religiösen Werten. Dort wird es für mich auch schwierig und dort spüre ich zum Teil auch eine gewisse Verbundenheit mit dieser kritischen Stellung. Aber für mich ist der Wert einfach die Zugehörigkeit zum Judentum bedeutet für mich wieder die zwei Sachen, dass es den Lifestyle zu einem gewissen Maß prägt und das will ich vorzeigen und auch das Denken, das Philosophieren auch mit einbezieht, eben die brillante Idee, die Welt zu verstehen mit einem Gott. Ja, ich würde auch am Respekt miteinander festhalten wollen, weil das meiner Meinung nach so ein Grundwert ist, dass ja, ein entspanntes Miteinander überhaupt ermöglicht. Und es ist auch kein muslimisches Wert, sondern einfach ein menschliches, was in allen Religionen gilt. Ja, interessant, wie Sie sagen, wo in allen Religionen gilt. Es gibt ja wie das Grundgebot, oder, was man nicht will, dass die anderen einem tun, soll man den anderen nicht tun, was man sie eigentlich in allen grossen Religionen findet. Jetzt haben Sie versöhnlich geschlossen, da wäre sogar die humanistische Position auch mit dabei. Herzlichen Dank. Okay. Haben Sie das auch schon erlebt? Ein Traum mit einer ganz klaren Botschaft. In der Bibel gibt es so ganz viele solche Geschichten. Zum Beispiel der Maria, der Mutter von Jesus von Nazareth, erscheint ein Engel im Traum. Die Apostel unterhalten sich ab Pfingsten in Sprachen, die sie gar nicht können oder nicht einmal verstehen. Über Menschen, die Stimmen hören, sehen Sie einen eindrücklichen Film hier in einer Woche in der Sternstunde Religion. Und jetzt geht es weiter mit der Sternstunde Philosophie mit dem Navid Kermani.